Es geht weiter, immer weiter zurück bei New Pokémon Snap und der Professor hat was Neues für uns zu berichten. Was gefühlt alle 5 Minuten vorkommt, also. Immer hat er was Neues zu berichten, Herr Kumpel. Immer wieder was Neues. So, lad mal ein bisschen schneller bitte, Spiel. Auch ein Lumina-Pokémon. Stark gefunden haben, wenn wir das von den bewahrt haben. Das war ein Meteorit. Der Telluria-Meteorit. Oh. Seine Pokémon zu leuchten begannen. Ergibt Sinn. Ja, und dann? Dann denken sie, dass Lura-Meteoriten zu leuchten anfingen. Oha, er will eine Legende in Frage stellen. Das ist natürlich... Das ist hart, das ist Hardcore. Hey Todd, gut, danke. Warum nimmst du denn auch mal hier Fotos? Wie man sieht, um loszulegen. Aha! Warum eigentlich nicht? Weil das ist ja eigentlich auch ein Gebiet. Und eben so ein paar Pokémon, die es vielleicht nur hier gibt. Wäre auch gut möglich. So, wir waren jetzt eigentlich schon in vielen Orten. Natürlich müssen wir bestimmt dort zurückgehen, weil dort wieder was Neues auftauchen könnte. Aber jetzt begeben wir uns zum Wandelwald. Ein neues Gebiet. Ich bin echt gespannt, wie lange es dauert, bis wir alle Pokémon mindestens einmal fotografiert haben. Oder generell mal das Spiel durchgespielt haben. Also jetzt mal rein so, dass wir alles freigespielt hätten. Wir sind trotz allem jetzt bei Folge Nummer 9 vom Let's Play. Trotzdem schon weit gekommen. Hä? Achso, stimmt das ja. Okay. Ich habe vorhin noch einen Tengulis gesehen, das stimmt. Warte mal, davon haben wir gehört. Weil hier soll... Das ist der Ort, war. Ich habe was davon... Netter Versuch, Kumpel. Der steinschwindende Stein soll was mit Mew zu tun haben. Tatsächlich. Ich hab's eh nicht schon verkackt. Oh, ein Bisasam. Ein Kronjuwel. Ah. Bisasam, Bisasam. Okay, kein Bock zu fressen. Und wir werden wieder teleportiert. Das mit diesem schwebenden Stein, hey, okay. Wie soll man da denn irgendwie Mew hervorlocken können? Das ist eine gute Frage.
Du bist im Weg. Ja. Der hat einer übersehen, ey. Der Wald ist aber auch scheiße neblig. Wo bist du, Mew? Ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr. Wie ein Ninja. Ups. Mist. Na komm schon, du großer Teddy. Wer hat mich altes Pokémon hier geweckt? Aha. Noch mehr alte. Dankeschön. Den haben wir beinahe wieder nicht gesehen. Okay, schon wieder vorbei. Vorbei, vorbei. Alles ist vorbei. Das sind jetzt hier am Ende, also von dem her. Schade, das mit Mew. Das ist irgendwie. Wie muss man das triggern? Weiß ich mehr, ich habe es nur kurz überflogen. Das war schon irgendwie so, glaube ich, den Abschießen mit Äpfel und dann war da noch irgendwas. Du musst mir dafür sorgen, dass er nicht mehr leuchtet. Irgendwie so was ganz Creepiges war's. Du, ja, Fasersnob. Du und ihr sähen lang. Du. Ich leuchte durch die Kraft der Lumineszenz. Bisschen verschlafen hier zwar. Aber egal, es soll reichen. So. Machen wir hier. Viele neue Pokémon-Freunde. Im Wald. Im Nebelwald vor allem. No Turzel, no Turzel. Der Snob und dem Fasanen. Die Namen immer. Ein saisonales Rehkitz. Der kleine Bruder von Shenlong. Pam Pam. Tengu List. Ein Tengu, der List beherrscht. Bisasam.
Und das Kekleon, ja, es freut sich so. Und noch ein Psiau. Miauz, genau. Kostur, wenn man so einen Namen kommt. Wüsste ich auch mal gerne. So, wieder was Neues. So, Level 2 haben wir bestimmt, das ist gar kein Thema. Ja, aber gesagt, ständig Neuerungen für uns. Nichts als Neuerungen. Bertrand Energieanstieg, okay. Also in dem Fall jetzt hier wieder ein neues Gebiet von dem her. Luminazone, wa? Ja, komm. Tun wir uns mal schnell an. Weil neues Gebiet, ja, nein, ne? Es ist einfach eine andere Zone im bereits bekannten Gebiet. Ja, wenn es so kommen würde. Ja, und jetzt? Ja, aber schon versucht. Du, 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 du. Hm. Wenn es unter Wasser ist, mit dem Apfel einfach hochlocken, ja. Und dann Lumina-Ball draufschmeißen, damit es irgendwie...
Da die Markierung, die wollte er sicher haben. Alter! Hä? Der Trigger fies. Aber zumindest laut es jetzt ein bisschen. Ich glaube, das war's. Kann das? Er sagt genug von uns. Das Signal ist verschwunden. Ja. Tja, Professor sagt gar nichts. Ja, das war schon vor 2 Minuten gefühlt. Ja, ich mach ja. Nee, schneller machen hier. Das fehlt mir jetzt eine Speed-Funktion. Vorspulen, auch ein bisschen zurückspulen vielleicht, wäre mal ganz nett. Ein Milotic als Lumina-Pokémon. Ja, Kai würde sich freuen. Ein Glurak finde ich auch mal geil. Aber ist ein anderes Thema, Mann. Du. So, machen wir erstmal alle. Wenn wir möglichst gutes Bild erwischen. Eben, es geht ja um diese Stellen hier. Aber offenbar habe ich gar nicht so viele gut erwischt. Nehmen das hier, komm. Ein Milotic. Auch wieder ein neues Pokémon. Muss direkt automatisch schon auf Stufe 2 sein, oder? Jo. Das schönste der Pokémon. Das Neueste berichten. Ja, nie was Neues zu berichten, Freunde. Es wird niemals aufhören. Ich glaube, so viele Gebiete gibt es gar nicht mehr. Also müssen eigentlich schon ziemlich alle Gebiete, oder Inseln zumindest, müssen wir eigentlich alle schon haben. Vielleicht gibt es pro Gebiet gibt es irgendwie 2 Spawnpunkte mindestens. Das könnte ja auch sein. Ja, Captain Vince. Ja gut, 3 haben wir jetzt auch schon, wa? Milotic, Ramot und Meganie. Das wird bloß noch das unter Wasser. Und ich würde sagen, Freunde, das holen wir uns jetzt. Oder versuchen es mal. Labor, muss man ausprobieren. Stimmt. Ja, also komm. Machen wir ja. So. Genau, Lentil, Meereskronen und am leuchtenden Kristallblumen. Das brauche ich noch. Damit er hier irgendwie was von Lumina-Zone und so, weil eben muss hier noch irgendwo eine geben. Dann hätten wir schon alle 4. Dann ist halt die Frage, war es das dann bereits? So rein Story-technisch, sag ich jetzt mal. Es gibt ja auch einige legendäre Pokémon noch überall ein bisschen zu finden, aber um die kümmern wir uns. Ich überlege sogar, ob wir die irgendwie alle in einem Part machen sollen. Weil wir alle Inseln ein bisschen durch haben, ich auch ein bisschen danach weiß, okay, so und so funktioniert's. Naja, mal gucken.
Es ist ein Carpador. Lululululu. So, es gibt neue Pokémon, wenn wir jetzt noch nicht finden. Es geht mir auch vor allem primär darum, eben die Kristallblume zu erwischen. Um vielleicht dann auch das ein oder andere weitere Fotos von bereits gefangenen Pokémon quasi zu erwischen. Versteckt im Seetang. Ja, ja. Gibt hier bestimmt alles. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Aber eben, ne, Pokémon unter Wasser, die essen gar nichts. Also keine Äpfel, meine ich so. Da wird vielleicht noch tanzen. Da hinten noch eins. Ja, auch normales, okay. Das, weil man das immer noch sauer ist. Warum auch immer. So, gut aufgepasst, Freunde, weil so eine leuchtende Lumina-Blume müsste eigentlich eher so ein Meeresgrund unten sein. Dankeschön, Todd. Ich gebe mir Mühe. Ich bin jetzt nicht der Mörderfotograf, aber ich finde hier in dem Spiel, ich stelle mich nicht so doof an. Also kann viel schlimmer sein, sag ich jetzt mal so. So, und wo hat sie eine Lumina-Blume bereits verpasst? Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr nervig. Eigentlich müsste eine Lumina-Blume das normale Scannen hier auch erwischen. Baldo! Baldo-Fisch! Ball! Tschüss. Okay, war nur, wenn ich jetzt da auf dem Foto halt mehrere Baldo-Fische drauf hatte. Und tschüss. Tja, wo hier eine Lumina-Blume ist, so eine Kristallblume halt sein soll, mein Gott. Aber mit dem hat doch irgendwas. Ah, genau, die reagieren so drauf. Hä, wo ist denn die Scheißblume? Eine Kristallblume haben wir schon gesehen, aber keine, die leuchtet. Hä? Okay, ich glaube, ich muss ja mal kurz mich offscreen dann informieren, wo die sein soll. Also sind wir schon irgendwie 2-, 3 Mal hier gewesen. Ich habe jetzt wirklich genau geguckt. Und dementsprechend halt auch in der letzten und vorletzten Aufnahme, also Folge halt, wo wir auch hier unten waren und ja, so eine Blume schießen sollte, beziehungsweise doch so eine Kristallblume erwischen sollte, habe ich auch geguckt, auch nirgends gefunden. Also irgendwie... Hä, die hat geleuchtet? Ernsthaft? Nee. Ich kann sagen. Gut, ja, dann werde ich mich diesbezüglich dann noch genau informieren, was ich hier verpasst haben könnte. Okay, 1 Stern haben wir, nehmen wir hier 2 Sterne noch mit. Hä? Aha. Gar nicht richtig erwischt.
Haben wir auch schon. Ja, gut. Ja, ja, reicht. Es reicht, Professor. Es reicht einfach. So, ein paar neue Fotos. Und bereits gesehen im Pokémon. Sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen zurück auf die erste Insel. Weil es ja mehr als Nummer 2. Es könnte auch sein, dass die Blume erst jetzt kommt. Das könnte sogar sein, Freunde, dass Blume tatsächlich erst jetzt kommt. Wenn es jetzt was geändert hat, weil eben ich habe nichts gesehen. Aber egal, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt hätte ich dann doch eher noch das Bedürfnis, ich betone Bedürfnis, dass wir uns um Folgendes kümmern. Und zwar, wenn wir mal ganz kurz zurück in die erste Luminazone. Und zu gucken, ob wir da jetzt tatsächlich noch was geändert haben mittlerweile. Wir sind zwar noch Stufe 2, ja. Hatten aber auch schon jetzt ein paar Mal Interaktionen mit dem Evoli da. Und wir haben ja auch schon irgendwie ein Felinara gesehen. Zwar nicht hier, aber anderswo. Nicht so, als würde es irgendwie was Neues jetzt geben. Okay, es wird das Level noch zu niedrig. So. Ich weiß zumindest, dass eigentlich hier auch mal noch ein Pikachu auftauchen sollte. Nein, deswegen, ne, wenn man schon weiß, okay, das und das kann noch passieren und muss noch passieren. Ist das natürlich interessant. Gut, aber für uns von dem her zwar interessant, aber erst beim nächsten Mal. Auch hier frage ich mich halt, müsste halt der erste Kristall, der wäre bereits aktiv, müsste ich irgendwie immer zuerst aktivieren, bevor Megane da ist, damit noch irgendwas passiert. Ja, es freut sich. Das Vieh ist echt verdammt groß. Was war für ein Megani halt? Hä? Teleportation! Ja, mal gucken. Ich glaube, jetzt geändert hat sich jetzt nicht viel. Jetzt einfach irgendwie. Okay, noch nur Stufe 1. Schade eigentlich. Stufe 2 haben wir bereits. Zur Genüge. Dann machen wir mal ein Bild von Stufe 1 hier. Alter, von Meganien Stufe 3 Bild hatte ich ja auch schon, also müsste bereits von Pokédex-Eintrag zu ihm haben. Jo.
sind natürlich nicht viele Punkte so, wa? Puh. Das dauert, Freunde, das dauert. Aber gut. Wir haben es ja von dem her auch nicht unbedingt eilig. Trotzdem wollen wir natürlich neue Dinge erleben, neue Dinge fotografieren. Und dazu gehört ja auch diese seltsame leuchtende Kristallblume auf dem Meeresboden. Wenn es mal interessieren soll, wo es mir eigentlich sein soll. Und darum kümmern wir uns in der nächsten Folge zurück am Meeresgrund. Forschungslevel ändern. Ja gut, dann machen wir natürlich jetzt insofern. Jetzt macht es Sinn, wenn man weiß, okay, bestimmte Pokémon gibt es vielleicht nur auf dem und dem Level. Warum auch immer man dann sein Level ändern sollte, aber hey, ist ein anderes Thema. Ich sage insofern, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei New Pokémon Snap. Mal gucken, ob wir dann diese Kackblume erwischen. Mann ey. Bis dahin, bye bye.